Käfer. Dementsprechend hoffen wir mal, dass das alles soweit funktioniert. Und wir starten in ziemlich genau. Oh, der Martin kommt auch gerade noch rein. Wir lassen ihn schon rein. Ziemlich genau. So, wieder mal ein kurzer Hinweis dazu, dass die Musi kommt. Am 28. sind wir in Ismaning bei Huawei und begrüßen unsere Gäste mit dem original bayerischen, königlich bayerischen Orchester, die sonst normalerweise im Marstall auch spielen, jetzt spielen es halt bei uns auch. Am 28. und am 30. Deswegen der kurze Einwahl sozusagen. Und ich begrüße alle, die jetzt hier in der Zoom-Session sind. Martin, ich sehe dich, dass du da bist. Julia kommt auch gerade rein. Die werden wir jetzt rein theoretisch gleich als erstes mit ins Programm nehmen. Und ansonsten begrüße ich natürlich alle Zuschauer. Wir sind wieder da, Mittagswiesen der Digi-Wiesen. Wir haben heute das Thema Nachhaltigkeit in der Ernährung und ich darf dich ganz herzlich begrüßen, dass du dabei bist. Frau Werner, lange haben wir uns schon nicht mehr gesehen. Du warst jetzt 3 Tage nicht da. Wo warst du? Pausiert, ja. Ich habe noch ein bisschen nebenher gearbeitet. Ich weiß, das ist immer ganz schwierig in der Wiesenzeit, auch in der digitalen Wiesenzeit. Aber es ließ sich nicht anders einrichten. Na, also aber schön, wieder hier zu sein. Während der Wiesen nimmt man sich Urlaub. Ja, ich weiß. So ist es. Also, das nächste Mal. Nächstes Jahr nimmst du wieder 60 Tage Urlaub. Super. Also, herzliches Grüß Gott. Ich weiß, dass Julia ein bisschen auf die Uhrzeit schauen muss. Deswegen sage ich doch gleich erstmal. Warte mal. Das jetzt brauche ich zum einen meine Brille wieder, Sapralot, und ich muss sie mal zeigen, was ich. Hey! Ja, Cool! Hallo! Könnt ihr mich hören? Perfekt, super. Sie können dich leider auch sehen. Also nicht leider, weil du, weil du mich neidisch machst gerade in dem Moment. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße natürlich zur Digi-Wiesen hier live aus Monaco, wie ihr sehen könnt. Ich bin hier gerade auf der Yachtshow. Wunderschönes Wiesenwetter, könnte man fast sagen. Also perfekte Bedingungen und ganz liebe Grüße in die Runde. Danke dir. Wir sind ja heute multi-international. Neben dir ist der Sascha Beinberg. Ihr kennt euch, glaube ich, sogar, oder zumindest Nico und Sascha, weil er sitzt in Taiwan, wir sitzen in München und du in Monaco. Läuft doch. Wie nachhaltig ist denn so eine Bootshow? Wo bist du denn da? Was treibst du dich denn da rum? Da sind ja, glaube ich, die dicken Dampfer unterwegs. Das ist genau richtig, aber es sind auch einige Elektroboote und sogenannte Eco-Yachts hier unterwegs, was mich natürlich ganz besonders interessiert und genau die werde ich heute genau unter die Lupe nehmen. Dann mach doch mal ein paar Fotos dann von uns und die schickst du uns rüber und wir teilen die dann gerne mit den Leuten. Das mache ich gerne. Ein paar Statements und ein paar Informationen. Wie lange läufst du auf der Bootjacht jetzt rum oder schipperst du rum wahrscheinlich? Du wirst wahrscheinlich von einer Yacht auf die andere gehen. Also ich drehe jetzt gerade tatsächlich eine Runde, eventuell auch gleich hier mit dem kleinen Elektroboot. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und das Schöne ist, man kann hier direkt über den gesamten Hafen fahren, also von der einen Seite zur anderen und das Ganze elektrisch, also wunderbar, würde ich sagen. Genauso muss es sein. Ein Traum. Also Mensch und Yachtshow dann elektrisch. Wir haben hier aber auch ein wunderschönes Wetter und ich sagte München bei Sonnenschein. Ich glaube, Monaco kann da auch ein bisschen einpacken. Sorry, wenn ihr das so sagt. Das ist richtig, deswegen München Imokti kann ich dann nur sagen. Perfekt. So, wir wollen ja heute ein bisschen über Nachhaltigkeit uns unterhalten. Daher auch natürlich, ihr seid ja als Team Nico Rosberg ja auch sehr stark im Nachhaltigkeitssektor unterwegs. Wir wollen heute auch ein bisschen mehr das Thema Ernährung durchleuchten. Was ist denn so der heiße Scheiß, wenn ich das so sagen darf, zurzeit aktuell? Wo habt ihr denn eure Finger drin? Was geht ab? Also wir haben natürlich über Nico einige Investments im Bereich nachhaltiger Ernährung, wie man so schön sagt. Und das ist auch definitiv ein Fokusgebiet, dem wir uns immer intensiver widmen. Ich meine, Nico als ehemaliger Sportler, und er hat das Sportlerherz natürlich, trägt er in sich, ist natürlich wichtig, dass man sich gesund ernährt. Und die Frage natürlich auch, wie kann ich das möglichst so tun, dass ich auch unserem Planeten im besten Fall was Gutes tue. Und das läuft genau über unsere Investments beispielsweise. Nico ist investiert in die New Company. Jo. Vielleicht habt ihr in der Runde schon mal was davon gehört. Ja. Super leckere Schokoriegel. Kann ich nur empfehlen. Es werden da auch über jeden Schokoriegel jeweils Bäume gepflanzt, was ein sehr schöner Aspekt ist, um das Thema auch nochmal weiter zu beleuchten.
Und dann natürlich das Thema Benetour. Hat man vielleicht aus der Höhle der Löwen mitgenommen, kann ich auch nur weiterempfehlen, mal Pasta zu probieren, die auf Basis von Grillenmehl produziert wird. Ganz spannender neuer Sektor, ist natürlich ein Zukunftsthema, aber man sollte es unbedingt mal ausprobieren. Ich esse zum Beispiel wahnsinnig gerne eine richtig scharfe, pikante Soße dazu. Also es ist wirklich lecker und hat 40% Proteine, also mehr als ein Rindfleisch. Von dem her durchaus mal ausprobieren und mal neue Wege gehen. Das ist genau auch das, wo wir uns ganz stark dafür einsetzen und natürlich auch Nico seine Stimme gerne auch über Social Media nutzt. Und ich sehe jetzt hier gerade den Martin auf meinem Bildschirm, Organic Garden, auch ein ganz tolles Projekt, was wir natürlich auch herzlich willkommen heißen jedes Jahr auf unserem Green Tech Festival. Wunderbar, danke dir. Das klingt ja super. Du bist der Head of Sustainability bei euch im Team sozusagen. Was ist da eigentlich der Schwerpunkt deiner Tätigkeit? Bist du dann eher Hunting und Scouting und schaust nach, wo es könnte es denn hingehen? Oder was ist da sozusagen deine Herzaufgabe? Ich würde es bezeichnen, es sind tatsächlich Allrounder-Fähigkeiten. Also ob das jetzt hier auch mal Networking ist, natürlich auf der Suche nach den nachhaltigsten Booten, die wir vielleicht auch mal auf unser Green Tech Festival bringen können. Und natürlich das Green Tech Festival, kann ich nur immer wieder betonen, ist mit unser Leuchtturmprojekt auch die erste unternehmerische Tätigkeit von Nico Rosberg, was natürlich nochmal ein ganz besonderes Extra ist und wo wir sehr gerne natürlich weiterhin als globale Plattform für grüne Technologien auch weltweit umsetzen und weiter pushen. Da sind wir jetzt auch im November, haben wir einen ersten internationalen Aufschlag in London mit einem exklusiven Ambiente und einer kleinen Konferenz, um da den Weg zu gehen. Und dann haben wir natürlich auch unser Rennteam Anfang des Jahres gegründet, Rosberg X Racing. Da leite ich beispielsweise den Driven by Purpose Campaign, der uns auch, wenn ich das so sagen darf, einfach ein bisschen auszeichnet und unsere DNA auch widerspiegelt, die Nico natürlich vorlebt, dass wir an jedem Rennort einen positiven Fußabdruck im wahrsten Sinne hinterlassen möchten. Und das sind so die Hauptaufgaben, wenn man das so in Kürze sagen kann. Ja, aber ich finde es ja klasse, dass ihr sozusagen auch Vorreiter seid und durch die Gegend oder unterwegs seid weltweit sozusagen und dort Projekte auch initiiert und anstößt. Also gerade mit eurem Race X-Team. Perfekt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du Zeit hast. Ob du schon wieder sozusagen in den nächsten Champagner- und Kaviar-Tümpel springen musst oder naja, ganz so wild ist es auch wieder nicht, aber ja, man könnte es hier durchaus haben in Monaco, das ist richtig. Ja, aber ich trage natürlich hier die bayerische Philosophie mit mir, das ist ganz wichtig. Also ich bin schon ein paar Mal auch angeredet worden, natürlich hier auf das bayerische Herz. Also das soll was heißen und natürlich da großes Dankeschön auch an dich, Werner, dass du die Liegewesen dieses Jahr wieder möglich machst. Ganz tolle Sache und freue ich mich immer wahnsinnig mit dabei zu sein und eben heute auch mal aus Monaco kurz zugeschaltet. Aber ich wünsche euch ganz, ganz tolle Mittagswiesen und ja, lassen wir einfach den Wiesen-Spirit weiterleben, genauso wie sich das gehört. Da schicke ich euch ganz liebe Grüße. Und wir sehen uns ja nächste Woche nochmal am 28. Da sprechen wir auch nochmal ein bisschen intensiver mit dir über das Thema Nachhaltigkeit und freue ich mich drauf. Liebe Grüße nach Monaco. Ich wünsche dir was. Servus, ciao und viel Spaß. Baba. Ciao, Julia. Vielen Dank. Spaß. Ganz liebe Grüße. Macht's gut. Ciao, ciao. Sehr cool. Danke. Ja, Applaus ist für dich. Ciao. Perfekt. Danke. Es läuft Sascha, in welchem Tümpel hüpfst du? Was? Weil wir vorher über Champagner und Kaviar-Tümpel gesprochen haben, deswegen, Sascha, du hast immer nur so und hat geguckt. Was wäre denn deiner? Das ist erstmal eine sehr, sehr offene und breite Frage, die du mir zum Einstieg hier stellst. Ich weiß gar nicht, wo ich an den besten Hebel jetzt sofort ansetze. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja gerade schon in unserem kleinen Gespräch zuvor erzählt. Ich glaube, internationaler kann es nicht mehr werden heutzutage. Ich bin in Dortmund geboren, dann im Ruhrgebiet im Kreis Attlinghausen, in der gleichen Stadt wie der Kollege von Martin, dem Holger Stromberg, aufgewachsen im Waldraub. Deswegen kennen wir uns seit ein paar Jahrzehnten. Sitze jetzt hier in Taipei in einer Krachledernen, die ich vor 3 Jahren in München gekauft habe.
trinke in Taiwan gebrautes Weißbier von einem Augsburger Brauer in einem Glas, was vom Baba Gump aus San Francisco kommt. Da soll mir noch mal einer was von Globalisierung erzählen. Also von daher, ihr merkt offensichtlich, dass ich durchaus offen für alles bin, was es da gibt in der Richtung. Und ich fand den Einstieg von Julia extrem spannend, weil ich glaube, das zeigt ganz gut, was nachhaltige Transformation bedeutet und wie breit Nachhaltigkeit aufgestellt ist. Ne? Nico ist Zeit seines Lebens mehr oder weniger im Kreis gefahren. Okay, das hat sein Vater auch schon gemacht und damit auch um den Planeten geflogen und hat dann irgendwann mal vor 3, 4 Jahren auf einmal, und da hatten wir auch zum ersten Mal den Kontakt, als er mit seinem Green Tech Festival anfing, die Idee gehabt, ich kann meine Reichweite, ich kann meine Präsenz und Persönlichkeit auch dafür nutzen, zu zeigen, hey, irgendwann macht es aber jedem Klick im Kopf und wir können das hier zusammen schaffen und zusammen in einer gewissen Art und Weise im positivsten Sinne die Welt verändern. Und ich glaube, da ist er auch kommunikativ durchaus ein Vorreiter, ein wichtiger Vorreiter, der in dem Bereich, ne, wenige wissen es zum Beispiel, die Formel 1 hat ganz klar eine Strategie, bis 2030 klimaneutral zu werden. Eine Formel-1-Saison verbraucht etwa 1/3 von dem CO2-Impact einer Fußball-Bundesliga-Saison. Aber dennoch denken alle, meine Güte, das sind ja Autos, da kommt hinten was aus dem Auspuff raus, das ist ganz, ganz schlimm. Und am Wochenende geht es ab zum Fußball. Da wird die Phosphatstange, die um einen halben Planeten gefahren wird, gegessen. Und man bringt dann irgendwie Bier, was aus England oder aus Holland kommt. Ich mag das, wenn wir solche Storys haben, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dass Menschen sich positionieren, von denen man es vielleicht vor 10 Jahren so nicht erwartet hätte und damit einfach auch, glaube ich, andere mitnehmen, die man schwieriger erreichen könnte. Und von daher, um dann jetzt wirklich, sorry, dass ich so eine große Kurve drehe, in welches Becken springst du jetzt, ob es Kaviar oder Shampoos ist? Wie gesagt, ich springe vor allen Dingen am liebsten in die regionalen Becken, weil sobald wir anfangen, regionaler zu denken und das Globale mal so ein klein wenig, deswegen bin ich damit auch eingestiegen, so wieder wenig zurückfahren und uns eigentlich auf das besinnen, was zum Beispiel für meine Großeltern das Normalste der Welt gewesen ist. Alle meine Großeltern hatten einen Garten gehabt. Alle meine Großeltern haben selber Marmelade gemacht. Alle meine Großeltern haben frisches Gemüse aus dem Garten geholt. Und das hat auch verdammt gut geschmeckt. Ja, irgendwann sind wir mal ein bisschen falsch abgebogen. Ja, da sind wir vom Tante-Emma-Laden auf den Supermarkt. Und vom Supermarkt sind wir mittlerweile in einer Welt gelandet, in der wir meinen, wir müssten innerhalb von 10 Minuten unsere Supermarkteinkäufe geliefert bekommen, egal wo wir sind. Und das finde ich mal ein bisschen kurz. Also, ich springe in das regionale Becken, weil A, hat das den entsprechend kleinen Impact und B, glaube ich ganz einfach, dass es entsprechend gut schmeckt. Und last but not least, um da rauszukommen, Taiwan ist sehr bekannt für den Mango- und für den Ananasanbau hier vor Ort. Also man beliefert zum größten Teil Japan mit Mangos. Als ich hier zum allerersten Mal eine Mango gegessen habe, habe ich mir gesagt, die haben dir noch nie im Leben, obwohl sie dir eine verkauft haben, aber du hast noch nie im Leben eine Mango gegessen. Ja, also es war geschmacklich so ein wahnsinniger Unterschied. Und deswegen glaube ich daran. Ich glaube an regionale Produkte und das, was wir vor Ort herstellen können. Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Regional ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und vielleicht holen wir uns da jetzt mal den Florian Schulbeck dazu, weil das ist ja nicht so ganz, oder doch regional, ich weiß es nicht. Florian Schulbeck, Kommunikationschef von ID, setzt sich einfach mal. Wo es bequem ist. Genau. Und erstmal ein Prost an alle erstmal hier draußen und auch hier drin bei uns beim Kiefer. Übrigens, weil du vorhin Nico auch erwähnt hast. Prost. Speziell hier in diesen Räumlichkeiten mit seinem Papa, mit Kefir, hatte ich hier echt ein paar unvergessliche Nächte. Die erzähle ich mal, wenn wir nach 22 Uhr sind. Also das war eine spannende Geschichte.
Florian, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Du warst ja gestern schon bei uns in Aschheim zu Besuch, oder nicht bei uns, bei Norris Network, einer unserer Partner hier, der DigiWiesen. Und wir haben über die Kommunikation gesprochen, was total spannend war. Und immer wieder kamen dann natürlich so im Chat so Fragen auf bezüglich Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Jetzt ist genau das, was auch der Sascha Pallenberg jetzt gerade auch gesagt hat, regional denken. Wie geht jetzt eine Aldi mit regional um? Was ist so das Thema sozusagen? Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt. Das ist ein sehr breites Feld. Also und wir sind vorbei. Ich versuche es mal so zu machen. Also wir diskutieren ja intensiv mit unseren Kunden, übrigens auch mit unseren Lieferanten, was der Begriff des Regionalen überhaupt ist. Also ist es der Landwirt um die Ecke? Ist es aus Deutschland, aus Europa? Und du kannst mit Politikern auf EU-Ebene, mit Lokalpolitikern, mit sehr aktiven Landwirten sprechen. Du kriegst keine Definition, was ist regional. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich kriege hier gerade die Anweisung, dass wir dich gar nicht sehen. Würdest du dich vielleicht doch bitte da hinsetzen? Weil das einfach spannend. Danke schön. Jetzt um den nicht zu sehen. Also das ist schon mal das Erste. Das ist eine akademische Diskussion. Das Zweite ist, muss man halt sagen, und das ist gerade in Deutschland, aber in allen industrialisierten Ländern ein großes Problem. Wir haben bei Aldi Nord allein zwischen 2,5 und 3 Millionen Kunden pro Tag. 2,5 bis 3 Millionen Kunden pro Tag. Das ist eine unglaublich romantische und von der Wertschöpfungskette nicht zu realisierende Idee, dass der Bauer in der Früh seine Kartoffeln auf den Anhänger schmeißt und zum Aldi fährt und unsere 2.500 Filialen besorgt. Da ist allein eine Mengenindustrie dahinter, die absolut notwendig ist. Und es gibt ja nicht nur uns. Ja, wir haben jetzt glücklicherweise einen großen Marktanteil. Es gibt die Lidls, die Rewe und die Edekas mit 85% Marktanteil. Also eine rein regionale Versorgung oder eine lokale Versorgung mit Lebensmitteln ist in Deutschland, in vielen anderen Ländern, wir sind auch in Frankreich und zum Beispiel überhaupt nicht machbar. Das andere ist aber, und jetzt bin ich eigentlich bei unserem Geschäftsprinzip, dass wir halt zunehmend in der Lage sind, hochwertige Produkte zu liefern. Ja, wir sind Deutschlands größter Biohändler, weiß kein Mensch, wir haben es gestern schon gesagt, wir haben kaufen die größte Menge an Bioprodukten zu einem leistbaren Preis, weil wir eben solche Mengen haben. Das ist ein wirtschaftliches Grundprinzip, weil wir in der Lage sind, riesige Mengen einzukaufen, können wir die auch zu einem Preis anbieten. Und natürlich schauen wir auch, und jetzt sind wir bei dem, das haben wir gestern auch angesprochen, wir leben ja auch alle in der Blase. Hier ist keiner in der Runde, der von Hartz IV leben muss. Wir können alle uns ein bisschen mehr leisten. Das ist ein bisschen eine zynische Diskussion und wir müssen eben schauen am Ende, was der Kunde will. Und wir können uns natürlich mantraartig erzählen, wie wunderbar Biofleisch aus Deutschland ist. Das ist auch super, fehlt sich nichts. Aber wenn ihr euch am Samstagabend in den Aldi-Markt geht, schaut mal, was da noch liegt im Kühlregal. Das ist nicht Haltungsstufe 1 und 2, sondern da liegt halt das Biofleisch. Also, und das geht halt wahnsinnig langsam. Ich bleibe jetzt mal beim Biofleisch. Wahnsinnig langsam der Gesellschaft klarzumachen, dass das einfach gesünder ist, für die Umwelt besser, kürzere Lieferwege, das Tier hat es besser, all diese Aspekte, aber es ist ein wahnsinnig langsamer Shift und selbst wir mit unserer Marktmacht und mit unserer Marke bekommen es sehr langsam hin, diesen Shift bei den Kunden zu erreichen. Aber es ist, darauf zielt ja deine Frage ab, das ist ein total präsentes Thema bei uns. Und es ist auch ein präsentes Thema aus einer Business-Perspektive und nicht aus einer, ich mache eine Nachhaltigkeitsberichtsperspektive, weil das ist für mich ein Feigenblatt und eine PR-Offensive. Es ist schon klar, wir wollen ja alle auch Geld verdienen, wir müssen auch Geld verdienen. Dementsprechend muss es ein Businessfeld sein, sonst wird es auch nie irgendwo richtig ankommen. Das ist auch da. Das genau aber deswegen, ihr habt euch ja ganz klar auf die Fahnen geschrieben, ich glaube bis 2030 kein Billigfleisch mehr bei Aldi anzubieten. Und ihr wart, wenn ich mich recht entsinne, der Erste in Deutschland, der auch überhaupt mal dann eine Jahreszahl hinten dran gepackt hat und sich positioniert hat. Das stimmt. Also, und übrigens ist kein anderer bisher gefolgt mit dem Commitment. Wir haben uns auch dafür ordentlich eine einschenken lassen müssen, von der Politik bis sehr konventionell auf Masse- und exportorientierten Landwirten. Also ich stehe auch als Person permanent im Feuer in diesen Diskussionen, weil es halt auch ein massiver Wechsel einer Industrie ist. Und ich betone Industrie. Also die Agrarpolitik der letzten 20 Jahre war konventionell Masse-Export. So, jetzt haben wir afrikanische Schweinepest, wir haben den Weltmarkt, wir haben
Chinesen, die ihren Markt protegieren und langsam in der Lage sind, selber in Schweinehochhäusern Schweinefleisch zu produzieren. Wir haben rumänisches Billigfleisch, das den ganzen EU-Markt überschwemmt. Plötzlich ist halt deutsches Schweinefleisch konventionell nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Markt ist dicht, der Markt bricht zusammen. Jetzt kommt Aldi und sagt, ja Freunde, es wäre super, wenn ihr nur noch 3 und 4 macht und uns völlig klar ist, dass der Schweinebauer massive Investitionen tragen muss, um seinen Stall umzubauen. Also ihr könnt ungefähr rechnen 1 bis 2 Millionen Euro Stallumbau. Da muss man relativ viel Schweine verkaufen. Dass wir davon nicht Applaus kriegen, ist auch klar. Aber das ist das und danke für deine Unterstützung bei diesem Thema. Wir haben halt gesagt, wenn einer eine Signalwirkung im LEH hat, dann sind es wir. Und wir hauen jetzt den einfach mal raus. Und diese Zahl ist übrigens nicht da entstanden, dass wir uns gedacht haben, das wäre wahnsinnig cool, sondern wir haben mit unseren Lieferanten, und das sind keine Landwirte, sondern das sind Verarbeiter, Schlachter, gesagt, wann kriegen wir denn in diese Menge? Wie gesagt, ja, ich habe nicht nur Applaus bekommen, sondern auch Haue. Aber das ist ja genau der Punkt beim Thema Mut. Ja? Also wer mutig ist, kann sich natürlich auch mal, ich wollte mal sagen, blutiges Knie reinholen. Ich meine, jede Branche hat so seine Vorreiter. Also wenn ich so ein bisschen an die Automobilbranche denke, wo Volvo die Ersten waren, die gesagt haben, so, Geschwindigkeitsdeckelung. Wir machen das jetzt einfach, egal wie das alle finden. Und die Volvo-Fahrer, die Freunde haben gesagt, okay, jetzt weiß ich, warum ich euch liebe. Ja? Also das macht ja auch aus einer Marke was. Also das verändert auch eine Marke. Also ich wünsche auch viel Erfolg dabei, weil das wird ja auch was mit Aldi machen. Also wie wird Aldi wahrgenommen? Ja, definitiv. Und es ist übrigens auch ein betriebswirtschaftliches Risiko. Ja. Also am Ende muss der Kunde bereit sein, für Haltungsstufe 3, 4 deutlich mehr zu zahlen, weil es einfach in der Wertschöpfungskette anstrengender ist, mehr Leistung beim Landwirt hat, so ein Schwein herzustellen. Wenn der Kunde das nicht nimmt und nicht akzeptiert, weil die Kunden, egal mit welchem Haushaltseinkommen, gerade beim Fleisch extrem preissensitiv sind, extrem. Der Fleischpreis ist Argument für die Einkaufsstättenwahl in Deutschland. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn der Kunde das nicht nimmt und der Wettbewerb 1 und 2 munter anbietet, dann haben wir ein Thema an Betriebswirtschaft. Warum sind wir Deutschen das so? Was ist deine Hypothese? Ja, da streiten sich die Gelehrten. Ich glaube, tatsächlich ist in Deutschland so, es gibt keinen Markt, der härter umkämpft ist im LEH als in Deutschland. Das hat sicher damit zu tun, dass Aldi den Discount erfunden hat, dieses Geschäftsmodell mit der Schwarzgruppe natürlich ein irrwitziger innerdeutscher Systemkonkurrent gibt, aber auch die Vollsortimenter kämpfen um jeden Kunden. Dann, glaube ich, ist es ein Wohlstandsthema, dass wir natürlich auch mal nach dem Krieg extrem gewachsen sind als Nation über günstige Lebensmittel. Das ist natürlich auch ein Mittel des sozialen Friedens. Wir sind ja auch in Frankreich, selbst in Frankreich im Discount geben die Menschen signifikant mehr ihres Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel aus. Das ist ganz schwer zu greifen und ich habe noch keinen Menschen gefunden, auch sehr schlaue Menschen, die uns das im Prinzip sagen können, warum das so ist. Ich möchte jetzt ganz gerne den Martin Wild bei uns in die Runde mit reinnehmen. Martin Wild ist Founder von Organic Garden, ist auch der CEO davon. Martin, servus, schön, dass du dabei bist. Hallo Werner, vielen Dank. Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein. Ich bin Grüße aus Ingolstadt, habe es nicht geschafft nach München, aber bin in Gedanken natürlich bei euch. Gott sei Dank haben wir ja zu, es funktioniert so und deswegen haben wir ja die Digi-Wiesen, dass nicht jeder immer irgendwo herkommen muss und nicht immer reisen muss, wobei ich dich schon gern gesehen hätte, aber das holen wir nach, nächstes Jahr 2022 spätestens zur echten Wiesen. Wir haben jetzt hier gerade ein paar Statements gehört, Aldi, der Sascha hat auch schon die richtigen Informationen reingeschmissen in den Ring sozusagen, Nachhaltigkeit in der Region. Jetzt ist Organic Garden, vielleicht stellst du dich und Organic Garden kurz vor, genau das Thema ja eigentlich in der Region stark zu sein. Genau, ja, ganz kurz zu mir. Ich bin vom Hintergrund kein Foodie, sondern ein Techie. Habe mit 18 meine erste Firma gemacht und war mein Leben lang dann in der Tech-Branche tätig. Ich bin jetzt 43 Jahre, jetzt bei Organic Garden tätig. Wir möchten mit Organic Garden die gesamte Wertschöpfungskette von Lebensmitteln quasi verändern, indem wir regional in Organic Garden Farmen Lebensmittel CO2-neutral nachhaltig produzieren und diese direkt an den Endkonsumenten weitervertreiben. Das heißt vom Farm to Fork, wie man so schön sagt.
Das machen wir in 2 Richtungen. Einmal an die Großverpflegung, wo wir es bis auf den Teller bringen, und natürlich auch an den Privatkunden in eigenen Läden, Takeaways, aber auch E-Commerce. Wer uns schon mal erleben möchte, wir sind in München seit ein paar Monaten am Viktualienmarkt, Heiliggeiststraße aktiv, auch im Glockenbachviertel, Pestalozzi-Straße, seit letzter Woche auch in Hergolding, Vaterstetten, kann man Organic-Garden schmecken, und wir haben gerade unser erstes Produkt auf den Markt gebracht, einen regional gesourcten unterfränkischen Knoblauch, den wir nur mit Kokosöl verfeinert haben und so konserviert haben und ab sofort auch anbieten. Und wir glauben ganz, ganz stark an einen deutlich höheren pflanzlichen Anteil in der Ernährung. Holger Stromberg, habt ihr vorhin schon erwähnt, ist unser Chief Culinary Officer und quasi auch der vorgibt, wie unsere Lebensmittel aussehen. Wir haben das Ziel, dass sich das durchschnittliche Verpflegung auf 85% pflanzlich und 15% fleischlich quasi zukünftig ausrichtet. Fleisch also immer nur als Topping, nicht als Hauptspeise. Ich finde, das, was Aldi gemacht hat, finde ich extrem mutig und richtig, weil das die Branche natürlich verändert. Wir haben selbst ja kein Fleisch, aber wenn wir Fleisch mitempfehlen, immer nach dem höchsten verfügbaren Standard, der für uns sogar nochmal, ich würde es mal 5 nennen, Stufe 5, wenn es sie geben würde, weil wir, wenn dann von Weideschlachtung sprechen würden. Aber das ist natürlich heute nicht in einer Menge verfügbar, dass Aldi darüber nachdenken könnte. Aber ja, das ist Organic Garden in Kürze. Ich freue mich auf die Diskussion. Ich finde viele Themen, die jetzt schon angerissen wurden, sehr, sehr wichtig. Wir glauben, Lebensmittel müssen regional produziert werden können und brauchen kurze Wege. Heute 70% der konsumierten, nicht der verarbeiteten Tomaten, die wir konsumieren, kommen aus China. Ja, die werden mit Schiffen nach Italien gebracht, dort in die Dosen, dann werden sie italienische Tomaten, dann landen sie in irgendwelchen Tomatensoßen oder im Regal, was ich persönlich für eine Katastrophe halte. Genau deswegen haben wir in unserem Konzept die Farms, wo wir dann regional anbauen. Und wenn vielleicht noch letzter Satz, weil es vorhin mal offen war, wenn wir von regional sprechen, dann versuchen wir das im Rahmen von 150 Kilometer um eine Farm zu denken, weil wir glauben, dass das Lebensmittel nicht diesen Riesenweg auf sich nehmen müssen und dann natürlich auch einen dementsprechend hohen CO2-Footprint mit sich bringen. Werner, darf ich ganz kurz was zu der Regionalität im Zusammenhang mit Martin sagen? Er hat ja, den Holger genannt. Ich weiß die Information nur ganz kurz, dass seine Bandbreite, glaube ich, gerade in den Keller geht. Deswegen schalten wir nach Taiwan, da funktioniert es. Naja, also ich sehe ihn ganz wunderbar. Alles gut hier bei mir. Martin hat was ganz, ganz Wichtiges gesagt bezüglich Regionalität und auch die Brücke rüber zum Holger. Ich weiß nicht, ob es alle wissen. Holger war ja mal der Koch der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben uns mal relativ lange drüber unterhalten, wie er 6 Wochen, bevor die WM in Brasilien losging, schon rüber nach Brasilien geflogen ist und sich darum gekümmert hat, was kann ich regional an Ingredients hier sourcen? Was ist vor Ort überhaupt am Start, damit die Jungs einfach auch schön optimal und fit sind, wenn es dann heißt, was zählt ist auf dem Platz. Ich habe ihn auch übrigens gefragt, ob er da mit Gewürzen bei speziellen Spielen dann nochmal ein bisschen nachgeholfen hat. Und das ist wirklich tatsächlich so gewesen. Ernährung ist etwas so fundamental Wichtiges. Und was Martin gerade genannt hat bezüglich der Regionalität, aber auch diese Anteile, ne? 85% pflanzlich, 15% tierische Proteine. Wenn ich hier in Taiwan essen gehe, dann ist es, in Deutschland haben wir also diese klassische 3-Komponenten-Teilung. Ja? Wir haben das tierische Protein, wir haben Gemüse und wir haben die Sättigungsbeilage. Außer in Stuttgart. In meiner Daimler-Zeit bin ich zum ersten Mal in die Kantine. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, dass in Stuttgart hier diese Spätzle mit Linse, wir machten 2 Sättigungsbeilagen auf dem Teller als Hauptgericht. Da habe ich auch so ein bisschen gefremdelt in den ersten Monaten. Aber das ist ja so die klassischen Komponenten, die wir in Deutschland haben. Hier in Taiwan ist übrigens Fleisch eher so eine Art von Beilage. Da hast du eher ein bisschen weniger, ne? Sondern die Hauptkomponenten sind eher Gemüse, natürlich Reis, vor allen Dingen auch Nudeln. Viele vergessen, dass Nudeln ja eigentlich nicht aus Italien kommen, sondern letztendlich irgendwann mal von Marco Polo darüber gebracht wurden und dann letztendlich hier. Und das finde ich sehr, sehr spannend, ne? Es hat eine ganze Menge damit zu tun,
wie wir uns neu konditionieren müssen. Und das geht manchmal nicht von heute auf morgen. Und da fällt mir übrigens nochmal die Geschichte hier gerade mit Aldi ein. Wenn man sich anschaut, wenn man so eine Jahreszahl 2030 kommuniziert und ich kenne diesen Spagat, der da gemacht werden muss vom Florian. Viele Menschen da draußen, wenn du so etwas kommunizierst, die kennen die Komplexität von Lieferketten nicht. Die wissen nicht, was es bedeutet, eine gesamte Industrie, die seit Jahrzehnten sich darauf optimiert haben, möglichst günstiges Fleisch, möglichst viel rauszuhauen. Das umzukrempeln. Also wir haben unter anderem in unserem Podcast darüber berichtet, dass Aldi das macht. Wir mussten uns viele Kommentare anhören. Warum denn erst 2030? Das habe ich auch beim Daimler durchgehabt. Warum wollte er erst jetzt mit den Elektroautos anfangen, dass wir schon vor 6 oder 7 Jahren angefangen haben, in die Baugruppenentwicklung reinzugehen, um dann nachher die Plattform anbieten zu können? Das sieht ja draußen niemand. Wir versuchen Nachhaltigkeit oft noch, oder bei vielen Menschen ist immer noch dieses Jute statt Plastik-Mantra drin. Ja, du tauschst jetzt mal eben kurz die Jute-Tüte gegen Plastik aus. Dass es aber auch Prozesse sind, die nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können, sondern dass wir einfach mittel- und langfristig darauf arbeiten. Das blenden viele aus. Umso wichtiger, und das nochmal, um das zu sagen, was Florian gerade auch nochmal erzählt hat, umso wichtiger ist, dass jemand wie Aldi so ein Statement macht und da einfach als Thought Leader vorausgeht. Übrigens habe ich das zum Teil auch bei Rewe-Märkten gemacht, um das jetzt auch mal ein bisschen breiter aufzumachen und nicht nur monomarkentechnisch hier zu sein. Ich habe die Kommunikation bei Rewe in den letzten 2 Jahren auch als sehr angenehm empfunden. Die Art und Weise, wie sie Supermärkte der Zukunft denken, viel gesamtheitlicher und holistischer. Oben die Solaranlagen drauf, Gedanken drüber machen, wie kann ich Vertical Gardening entsprechend einbauen. Viele Menschen wissen nicht, dass du frischen Fisch in Berlin kaufen kannst, der aus Aquaponikkulturen mitten in Berlin herausgezüchtet wird. Es gibt so wunderbare Möglichkeiten und übrigens auch etwas, und da werde ich last but not least ein kleines bisschen politisch, ohne auf Parteien einzugehen, etwas, was mir so ein kleines wenig in diesem Wahlkampf gefehlt hat. Dass wir diese nachhaltige Transformation als eine Chance für die Stärken der deutschen Wirtschaft ansehen. Denn wir haben rückblickend schon mal gezeigt, in der Photovoltaik, dass wir die stärkste Wirtschaft weltweit aufgebaut haben. In der Mobilität, ne, der Transrapid, der ist Ende der 60er Jahre mal aus Deutschland gekommen und leider niemals implementiert worden. Es gibt diese wunderbaren Ansätze, es gibt tolle Startups, die in Deutschland entstehen. Es gibt zum Teil Entwicklungen in Großkonzernen aus Deutschland, die bezüglich Nachhaltigkeit weiter sind als Regulatoren mittlerweile. Ich hab das wirklich vermisst in diesem Wahlkampf, so ein bisschen Leidenschaft und Spaß und Inspiration auf diese Transformation zu schaffen, um zu sagen, Freunde, das bietet uns Chancen. Ja, und das können wir nur zusammen hinbekommen. Und deswegen bin ich happy, dass Martin hier ist, weil er zeigt unter anderem so eine Chance auf. Sascha, für dich super. Also da gebe ich dir recht. Enthusiasmus hat mir auch ein bisschen gefehlt in dem Wahlkampf. Aber das bringt mich zu einer kleinen Geschichte, die Ilse Aigner wollte, also unsere Landtagspräsidentin Ilse Aigner, wollte uns ja heute beehren. Allerdings, ich habe es ja erwähnt, wir sind alle ausquartiert worden vom Nockerberg, weil heute ganz große CSU-CDU-Abschiedsnummer sozusagen oder Schlussnummer zur Wahl am Nockerberg stattfindet. Und dementsprechend ist auch die Ilse heute beschäftigt. Sie hat uns aber einen Videogruß geschickt heute Morgen, den ich selber noch nicht gesehen habe. Deswegen ist es jetzt ein bisschen mal schauen, was sie uns erzählt. Bin aber ganz gespannt und wir nutzen dann die Chance, während das Video läuft, dass wir dann die Andrea Belegante und den Nils Koschinski noch zu uns an den Tisch bringen. Sehr gerne. Und ich versuche jetzt hier den Bildschirm nochmal entsprechend so freizugeben, dass wir uns das mal antworten können.
nochmal von vorne. Technik wieder. Weil ihr solltet es ja auch sehen, sozusagen. Ist ja wieder der Klassiker, oder? Gut, wir machen später nochmal, jetzt holen wir mal, Screenshot ist gestoppt, Fenster. Hat nicht funktioniert, ich probiere es gleich nochmal. Darf aber jetzt die Andrea Belligante vielleicht zu uns bitten. Schön, dass du da bist, in die Mitte zwischen uns beiden, oder? Ja, wunderbar. Und Nils, wenn du deinen Stuhl einfach den hier da so rüberdrehst, genau. Wir haben ja in die Mitte, dann sehen wir uns alle, genau. Nils, ein bisschen noch rüberrutschen. Perfekt, jetzt haben wir alles. So. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Die erste Wiesenveranstaltung seit 2019. Die erste Wiesenveranstaltung, die eigentlich gar nicht auf Oktober stattfindet. Aber es ist nur schick, ja. Andrea Belligante ist bei uns Hauptgeschäftsführerin des System Gastronomie. Bundesverband des Systemgastronomie. Danke, das ist toll. Wolltest du noch zwei, drei Worte sagen? Aber Ja, sehr gerne. Das mache ich sehr gerne. Also, der Bundesverband der Systemgastronomie ist der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der Systemgastronomie in Deutschland. Und ich glaube, hier können alle was damit anfangen, was Systemgastronomie ist. Natürlich die großen Ketten, Markenrestaurants, aber was viele nicht wissen, und das sage ich auch immer gerne dazu, dahinter, also es ist natürlich das große M und die großen amerikanischen Firmen, aber es sind Mittelständler, die dahinter stecken. Das heißt, es sind selbstständige Franchise-Nehmer mit von 1 bis 50, 60 Restaurants, alles dabei und ja, also mit Lizenz, und sie rocken dann natürlich die Systemgastronomie. Und bei mir sind, wie ich schon sagte, die großen Marken, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, L'Osteria, Vapiano, aber natürlich auch die kleineren, die sich so mittlerweile ansiedeln und oder aus Übersee rüberkommen, beziehungsweise auch in Deutschland entstehen. Und ja, passend zu dem Thema heute, ein ganz neues Gebiet, Unfucked Vegan mit veganen Mahlzeiten. Und da sind wir auch ganz, ganz stolz. Und es geht ja auch in die richtige Richtung. Ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich ähnliche Probleme wie der Kollege von Aldi, also Vorurteile einfach, also Systemgastronomie kann niemals nachhaltig sein, kann niemals biologisch gutes Essen sein. Wie geht es denn ihr damit um? Also erstmal war das ja meine Testfrage, als wir miteinander gesprochen haben, ob ich hier sprechen will, ob ihr euch wirklich das anhören wollt. Ich wollte einfach nur wissen, ist euch eigentlich klar, dass wir irgendwie nicht so die ganz Bösen sind mit den Burgern und Pizza und nur, sondern tatsächlich auch sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit machen, Ernährung. Also wir richten uns sehr nach den Gästewünschen und es wird halt einfach nachgefragt und dementsprechend richten sich auch die Systeme darauf ein und ändern die Produkte jetzt auch in Richtung Reduktion und Innovationsstrategie, dass man jetzt Zucker, Fett, Salz reduziert. Also ich sage immer, das ist eigentlich alles das, was Spaß macht. Aber wenn die Gäste sich das wünschen, dann bekommen sie das natürlich auch und dementsprechend wird das auch so nach und nach entwickelt. Seid ihr jetzt, wenn ich das so sehe, eigentlich habt ihr euch alle lieb oder sagt jetzt Organic Garden und zeigt mit dem Finger auf den und Aldi zeigt wieder dahin? Oder habt ihr eigentlich alle die gleiche Vision, die gleiche Idee und wir gehen in diese Richtung? Vielleicht mal an Martin gerichtet? Ich glaube klar, der Markt gibt es natürlich vor. Ne? Es gibt viele Kunden, die sich gerade Junge, die in diesem Weg unterwegs sind und mehr pflanzlich wollen, gesünder, wenig Inhaltsstoffe, weniger Zucker, Salz, Fett und cleane Nahrungsmittel. Das ist sicher, ich nenne es jetzt mal, eine Generation, die da gerade heranwächst oder die da vorgibt und deswegen bewegen sich gerade viele. Es wird meiner Ansicht nach einige Player im Markt geben, die dann auch wieder sagen, ich gebe wieder zurück. Wir glauben ganz fest daran, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen, um auch quasi nachhaltig mit unserer Umwelt, Natur umzugehen und anders zu agieren und auch die Menschen gesünder zu halten und wollen Menschen auf dieser Reise umbegeistern. Aber ich glaube, hier am Tisch ist ja niemand, der sagt, nein, ich bin komplett in der ungesunden Welt, sondern die Branche insgesamt bewegt sich. Ich glaube, manche etwas schneller, manche etwas langsamer und manche natürlich mit purer Überzeugung. Aber der Konsument macht es natürlich möglich und einige von uns haben natürlich auch die Lage, den Konsumenten mitzubewegen, indem sie auch die Themen dementsprechend kommunizieren. Und da ist sicher Aldi auch einer der Großen, der mit
mit der richtigen Kommunikation in der wöchentlichen Beilage natürlich auch den Konsumenten darauf hinweisen kann, weil der Konsument muss auch meiner Ansicht nach bewusster zukünftig entscheiden und das muss er auch erstmal lernen. Aber von dem her finde ich super, dass im Moment sich aus allen Ecken der Gastro-Szene dieses Thema gerade massiv bewegt. Das finde ich persönlich eigentlich perfekt. Ich glaube, wir werden irgendwann auch ein Verfügbarkeitsproblem bekommen von regional, beziehungsweise haben wir das schon. Und das ist der Grund, wieso wir unsere Farmen konzipieren, weil wir sagen, das, was wir eigentlich möchten, das finden wir heute im Markt gar nicht. Aber gerade nochmal an dich eine Frage. Wir haben es mal vom blutigen Knie gehabt. Habt ihr auch ein blutiges Knie? Habt ihr euch auch irgendwie eine Selbstverpflichtung gesetzt oder ein Ziel gesetzt, wo ihr sagt, okay, der Konsument, der hat natürlich den eigenen Wunsch, aber wir möchten ja auch was besser machen, wir möchten ja auch was verändern. Ja, also die Branche geht da auch sehr proaktiv damit um. Also okay, wir haben jetzt auch die Vereinbarung zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen mit Julia Klöckner unterschrieben. Da haben sich alle committed mitzumachen und das hat aber schon viel früher angefangen. Das heißt, nicht als erst die Ministerin angeklopft hat und wir müssen da was machen, sondern die Systeme haben schon lange auf Bestellung, also ich bestelle und ich bekomme mein Produkt erst dann zubereitet, wenn ich das bestellt habe, um eben zu vermeiden, dass da so viele Abfälle anfallen. Und wenn man sich das anguckt, wie sich das entwickelt hat, die Anzahl an Tonnen von Lebensmitteln, die verschwendet wurden früher, das hat sich sehr, sehr in die richtige Richtung entwickelt und das hat die Branche schon proaktiv gemacht. Und das jetzt nicht nur bei den Lebensmitteln, sondern zum Beispiel auch bei den Verpackungen. Also wir sind natürlich darauf angewiesen, unsere Produkte in einer gewissen Verpackung über die Theke zu reichen. Und also den Burger kann man ja immer noch nicht in der Hand mitnehmen, sondern braucht natürlich was dazu. Aber da wird auch sehr innovativ daran gearbeitet, dass die Verpackungen eben recyclingfähig sind und die Plastikanteile werden reduziert. Wir haben jetzt, letzte Woche habe ich ja vorhin gesagt, Mitgliederversammlung gehabt und haben ein Konzept prämiert mit dem Preis der deutschen Systemgastronomie, Coffee Cup Paper. Die machen jetzt, die haben einfach eine sehr innovative Geschichte für uns gebracht, für die Kaffeebecher zum Beispiel, dass sie recyclingfähig sind. Also wir wissen ja, die Kaffeebecher und die Getränkebecher haben ja eine Plastikbeschichtung. Das ist natürlich sehr schwer auseinanderzunehmen. Und daran wird gearbeitet. Oder eben Graspapier, Algenpapier. Also in allen Ecken und Enden wird das gemacht. Aber so, ich weiß das einfach von meiner Branche, dass sie das bereits schon vorher gemacht haben. Und genauso wie Zucker, Fett und Salz reduzieren, auch dementsprechend auf die Kunden gehört und nicht erst extra auf die Vorgaben des Gesetzgebers gewartet. Und das jetzt natürlich nur in dieser Sparte jetzt Umwelt und Ernährung. Wir machen natürlich ganz viel, also die gesamte Branche in Richtung Nachhaltigkeit, was Personalimage der Branche, Ausbildung betrifft. Aber dazu machen wir eine andere Veranstaltung. Genau, da reden wir aber speziell auch mal drüber. Genau. Das ist eine spannende Geschichte. Ich wollte es jetzt eigentlich noch mal kurz mit der Ilse probieren. Wenn sie dann jetzt keinen Bock mehr hat, dann machen wir es anders. Nein, sie hat immer den Bock, weil das liegt ja an mir. Eine Digiwiesen völlig digital. Ist das vorstellbar? Stimmung, Austausch, gute Leute an sich nicht. Aber wenn es einer digital kann, dann seid ihr das aus IT und Mittelstand. Ihr habt mich gebeten, einen Einwurf von der Seitenlinie zur Nachhaltigkeit zu machen. Mache ich natürlich gern. Nachhaltigkeit, da komme ich direkt aus dem Wald, also vom Wald her. Bekanntlich ist Nachhaltigkeit eine deutsche Erfindung aus der Forstwirtschaft, 300 Jahre alt. Was mich ärgert, dass der Begriff heute zu oft nur auf Ökologie reduziert wird. Klimaschutz muss Top-Priorität haben, keine Frage. Zu lange, zu wenig getan, stimmt auch. Aber es sind zu viele Aktivisten unterwegs, die den Blick verengen, die Scheuklappen aufhaben. Verlieren wir nicht die wirtschaftliche und verlieren wir nicht die soziale Dimension aus dem Blick. Denn genau da liegt die Chance und auch die Verantwortung in der Nachhaltigkeitsdebatte. Marktführer werden mit Technologien, die Jobs und Wohlstand sichern und die sich in die Welt verkaufen lassen. Nicht nationale Verbote erlassen. Sie sind eben nicht immer Antreiber für Innovation. Verbote können uns weit zurückwerfen. Sie können sogar den Frieden im Land gefährden. Und sie sind auch Zeichen von Misstrauen in Unternehmen und in die Menschen. Der Staat weiß es besser. Daran kann ich als Strategie für den Markt und für unsere Lebensweise überhaupt nicht glauben.
Mich stört die Absolutheit, mit der Ziele oft vorgetragen werden, auch neben der Klimadebatte. Das Einzelinteresse wird immer lauter bekundet. Viele Einzelinteressen sind aber nicht das Gemeinwohl. Nein, ich plädiere für mehr Maß und Mitte, für den Kompromiss, für den moderaten Wandel, Bewegung durch Anreize, durch Überzeugungsarbeit. Damit sind wir in Deutschland recht gut gefahren. Auch wenn dieses umfassende Verständnis von Nachhaltigkeit aus dem Wald kommt, es ist immer noch topmodern. Nachhaltigkeit ist noch immer das Fundament unseres Wachstums. Ich sehe mit großer Freude, wie der deutsche Mittelstand und auch viele kleinere Unternehmen sich auf den Weg gemacht haben, Kundenwünsche erfüllen, darüber selbst ein Profil gewinnen. Die Ernährungsbranche zeigt es. Regional, saisonal, bio. Das boomt. Nicht mit Greenwashing, sondern mit klugen Geschäftsideen. Umsicht, Freiheit, Innovation, das ist das Erfolgsrezept für eine neue Qualität. Mehr Staat für mehr Wirtschaft ist es nicht. Soweit mein Einwurf von der Seitenlinie. Haltet den Ball im Spiel, euch noch eine gute Wiesn und ich sage Servus und auf Wiedersehen. Ja, ich würde einfach sagen, Respekt, oder? Das ist eine gute Aussage. Oder? Also jetzt, Nils, wir haben dich noch gar nicht vorgestellt, aber was ist deine Meinung zu dem Video? Kommst gleich. Ja, nee, also die Punkte sind absolut richtig. Es gibt ein paar Dinge, die mich auch sehr an das erinnert haben, was wir in der BSH, Bosch Siemens Hausgeräte, diskutieren. Es geht nicht nur um Verbote. Wir sehen auch, der Kunde, der will nicht bevormundet werden. Und man muss den Kunden ranführen. Wir sehen auch eine Veränderung im Kundenverhalten, ganz klar. Aber es geht halt in Schritten. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Das fand ich ganz gut. Die Diskussion war ja vorhin auch schon, wie schnell können bestimmte Dinge gehen und wie rabiat. Man muss irgendwo einen Weg finden, dass man alle mitnimmt und eher überzeugt, als ja, mit Verboten argumentiert. Perfekt, aber jetzt kurz zu dir. Du bist CDO bei Bosch Siemens Hausgeräte. Für die, die es jetzt nicht wissen, was ist ein CDO? Ich kümmere mich um das Thema Digitalisierung in der BSH, also alle digitalen Kundenschnittstellen, wenn man so will, also von E-Commerce, Social Media bis auch zu unseren vernetzten Geräten. Das hat uns in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. IoT, Internet of Things, sagt man so schön, also Hausgeräte, die auch kommunizieren können, die ein Wi-Fi-Modul eingebaut haben, was uns natürlich ganz neue Möglichkeiten gibt, auch zu verstehen, was macht denn der Kunde mit den Geräten. Wir haben früher natürlich auch Konsumentenforschung betrieben, aber jetzt können wir sehen, was macht denn der Kunde, welche Rezepte macht der Kunde mit seinem Backofen beispielsweise. Und das hilft uns natürlich auch dann zu sehen, in welche Richtung das Kundenverhalten sich verändert. Also da sind wir dann wirklich sehr, sehr nah am Puls der Zeit. Perfekt, also ihr seid auch in der Küche. Entschuldige. Ein spannendes Thema. Also ich bin 99 ins Berufsleben eingestiegen. Damals gab es schon IoT. Damals war es die Butter, die automatisch nachbestellt wird. Heute ist es die Milch, die automatisch nachbestellt wird. Also manche Sachen bewegen sich ja trotzdem langsam. Ja. Das ist sehr lustig. Also ich glaube, jeder hat gesagt, boah, das wäre schon praktisch. Aber auch jetzt, so ein paar Jährchen später, hat es sich ja trotzdem noch nicht durchgesetzt. Ja? Weil die Leute sagen, eigentlich gehe ich ganz gern einkaufen, weil es schön ist, weil es Spaß macht, weil ich da andere Menschen sehe. Was ist denn da so deine Idee? Warum ist es so? Warum setzt sich manches nicht durch, obwohl es eigentlich alle gut finden? Ja, also es gibt einfach eine ganz banale technische Restriktion, die man noch sieht. Also mit dem Nachbestellen, die Butter oder die Milch, die können wir vielleicht noch erkennen, aber viele andere Dinge, da ist es nicht so einfach. Das Sortiment der Lebensmitteleinzelhändler ist extrem groß, verändert sich extrem schnell. Das sind alles Dinge, die so einen Nachbestellmechanismus relativ kompliziert machen. Wir sehen, dass es für einfache Verbrauchsgüter durchaus sinnvoll ist. Ich glaube aber auch nicht, dass der Kunde alles automatisiert nachbestellt haben möchte. Wir arbeiten daran. Der Gerätepark ist im Moment auch noch überschaubar groß, muss man auch sagen. Also bei der BSH ist es jetzt so, wir sind eigentlich jetzt dieses Jahr an dem Punkt, wo die vernetzten Geräte ins Volumen gehen. Also ich habe immer gesagt, dass die letzten 5 Jahre, 6 Jahre, das war ein Laborversuch eigentlich, kann man sagen. Das heißt, wir haben ganz grob in den ersten 6 Jahren 5 Millionen Geräte verkauft in Summe. Jetzt machen wir deutlich mehr pro Jahr. Also es ist im Moment war bisher ein Nischenthema für ein paar Freaks, für Techies. Und das ist auch gut. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo das Thema in die Fläche geht. Und wir sehen Chancen jetzt vielleicht auch an manchen Stellen für das Thema Nachbestellung, aber wir nennen das Smart Cooking. Wie kann man dem Kunden eben helfen, dass er in seiner Kocherfahrung ein besseres Ergebnis hinbekommt? Und da sehen wir auch, dass da durchaus der Wunsch der Kunden da ist. Manche wollen mehr Hilfe, andere wollen weniger Hilfe, aber
dass man vor seinen Freunden oder der Familie gut dasteht, weil man tolles Essen gemacht hat und die Beilagen zum gleichen Zeitpunkt wie das Hauptgericht fertig sind. Das sind die Dinge, da glauben wir dran, dass das... Ja, kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was ihr unter Smart Cooking versteht? Das fängt bei ganz banalen Dingen an, wie inspiriere ich den Kunden, was er kochen möchte. Und da spielt vielleicht auch in Zukunft das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle. Wenn ich eben erkennen kann, was habe ich denn noch im Kühlschrank, natürlich haben wir auch außerhalb des Kühlschranks Dinge, dann kann man vielleicht helfen, ein Rezept basierend auf den verfügbaren Zutaten zu generieren, um eben zu vermeiden, dass mehr weggeschmissen wird am Ende. Das heißt, das wäre der erste Schritt. Und danach, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, was ich kochen möchte, dann eingekauft habe, online oder offline, dann auch genau diese Unterstützung im Kochprozess. Also wann muss ich eben die Pfanne auf welche Temperatur machen oder zu welchem Zeitpunkt muss ich den Backofen vorheizen, damit das Essen eben zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Gargrad hat. Und auch da sehen wir Chancen, weil das bei jedem von uns wahrscheinlich anders ist. Der eine möchte den Schweinebraten vielleicht sehr kross und knusprig haben, der andere möchte es eher weniger haben. Und das sind Dinge, die wir eben sehen, dass man die in der Zukunft relativ gut und auch wirklich personalisiert anbieten kann. Also ich meine, weil ihr auch gerade so schön nebeneinander sitzt, also ich meine, man merkt auch so, wie die Schere auseinandergeht. Also man merkt ja so, Essen, Kochen ist für eine gewisse Bevölkerungsschicht wirklich ein Statement geworden, ein Luxusgut, ja, wo die Männer sagen, Schatzi, ich kümmere mich um die Küche, geh bitte raus. Ich habe gerade selber so einen Fall zu Hause, ein Traum. Und auf der anderen Seite, die sagen, nee, es muss einfach schnell gehen, es muss kurz da sein und es muss schmecken und mich satt machen und das am besten ohne Aufwand. Ja. Also auch da habe ich den Eindruck, Essen entwickelt sich so ein bisschen auseinander. Oder wie seht ihr das? Ja, also das ist sicher so, dass sich da viel verändert hat. Wir sehen auch, dass sich über die Corona-Zeit jetzt das Kochverhalten deutlich verändert hat. Klar, die Leute waren mehr zu Hause, haben mehr gekocht. Was wir aber auch sehen, es gibt je nach Situation gibt es unterschiedliche Verhaltensmuster. Also wir sehen, dass auch der passionierte Koch, der am Freitag oder Samstag vielleicht sehr, sehr viel Zeit in der Küche verbringt, dass der unter der Woche vielleicht keine Zeit hat und dann eben auch eher einfache Dinge macht. Also deshalb auch da hilft vielleicht wieder das Thema Personalisierung. Also es gibt gewisse Schubladen und ja, da haben sich Dinge auseinander verändert, aber wir sehen auch, dass die Muster auch bei einem spezifischen Kunden eben je nach Situation, Urlaub, Wochentag, Wochenende durchaus unterschiedlich sein können. Das würde ich auch im Einkaufsverhalten so sehen. Also du merkst bei uns, wenn du Sortimente analysierst, was sozusagen am Wochenanfang eingekauft wird. Es gibt auch so Shopping-Typen, ich erspare euch jetzt die Details, die halt dann einmal den Wagen voll machen, es muss für 7 Tage reichen und dann gibt es die alle 2 Tage kommen. Du siehst, und das unterstützt deine These, wirklich über den Wochenverlauf auch eine Veränderung des Einkaufswagens. Also ich halte das für einen Mythos, dass der Fall, den du zu Hause hast, das jeden Abend macht. Ich arbeite dran. Das halte ich aus deiner Sicht für maximal erstrebenswert, aber ich glaube, das ist halt keine Lebensrealität in Deutschland. Das macht ja kein Mensch. Aber ich würde schon auch sagen, und das ist ja eine interessante Frage, also wenn du auch mit Unterstützung von cleverer Hard- und Software, mit übrigens auch einer Bewusstseinsänderung, wo habe ich das schöne Wort gehört, umbegeistern, das muss ich mir merken. Ich glaube, dieses Bewusstsein schaffen und für dieses Thema, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und zwar egal, ob ich jetzt einen Hamburger kaufe und mich freue, dass der irgendwie eine Ampel hat und weniger Salz hat oder mit Hilfe von Technik Strom spare beim knusprigen Schweinebraten oder eben Bioprodukte bei Aldi kaufe. Am Ende glaube ich, dass wir immer noch das Problem haben, das gilt für viele Themen, auch übrigens den Wandel in der Strompolitik, in der Energiepolitik, dass wir überhaupt kein Bewusstsein für das Thema haben. Und jetzt kann man das und darum stimmt der Satz von Ilse Aigner, wir müssen es halt als Firma verstehen, das nicht als nice to have zu haben, sondern einfach in unsere Business Models einarbeiten. Dann funktioniert es und dann wird auch ein Schuh draus. Also wir haben zum Beispiel eine Plastikreduktionsstrategie gemacht, die könnte man jetzt relativ mit viel Glamour nach außen verkaufen. Wir retten die Ozeane und weiß nicht was. Aber streng genommen ist der Business Case der interessante, weil wir einfach weniger Kosten in einem Herstellungsprozess haben und unser Businessmodell ist halt minimale Produktions- und Prozesskosten, die wir in die Preise investieren. Das ist Discount-Businessmodell. Der Antrieb und am Ende die Entscheidung, das so konsequent zu machen, ist eine Business-Case-Entscheidung. Schön, dass es auch eine Nachhaltigkeitskomponente hat. Und ich glaube, das ist, wo ich Frau Aigner recht gebe, wo ich Frau Aigner widerspreche. Sie tut sich natürlich relativ leicht, indem sie sagt, naja, der Markt darf nicht alles regeln.
Aber die Politik ist nach wie vor für die Ordnungspolitik und den Rahmen in diesem Lande zuständig. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob die Politik so manche Entscheidung mit nicht mal aussitzt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also Sascha, du willst die ganze Zeit was sagen, aber ich gebe dir noch einen Punkt mit. Und warum brauchen wir für alles so lange? Ich glaube, wenn wir die Frage beantworten können, dann haben wir keine Probleme mehr in diesem Land. Dann ist das Thema komplett vom Tisch. Vielen, vielen Dank, dass ihr Nils mit dazu geholt habt und dass ihr endlich mal die Schnittmenge zwischen der nachhaltigen und der digitalen Transformation ist riesengroß. Ne, die Grundintention einer digitalen Transformation ist eine nachhaltige. Es geht hier um Effizienzsteigerung, es geht hier um besseren Einsatz von Arbeitskräften, Energie etc. pp. Ansonsten kann ich bei meinen analogen Prozessen bleiben und das Thema ist durch. Ja, ich glaube, das hilft uns einfach auch, um Nachhaltigkeit und die digitale Transformation nach draußen auch besser erfahrbarer und generell begreifbarer zu machen. Es gibt so ein paar Punkte, da stimme ich mit Nils zu 100% überein. Ich bin übrigens einer der wenigen, der einen Thermomix hier in Taiwan hat. Ich weiß nicht und werde da nicht für bezahlt, das zu sagen. Keine Angst. Aber einer gewissen Art. Oder ein Cookit. Damit haben wir die beiden Hauptwettbewerber in diesem Bereich schon mal genannt. Aber auch das. 129 €. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Florian eigentlich aus dem Vertrieb kommt. Offensichtlich gibt es da durchaus ein paar Brücken rüber. Aber nochmal, völlig richtig. Spannend beim Thermomix finde ich ganz einfach und das hat Nils gerade gesagt. Smart Things, also das, was wir einsetzen, was konnektiert wird. Das musst du übrigens auch in Vorwerk lernen, indem sie diese Thermomix updatefähig gemacht haben, die übrigens auch extrem regional optimiert sind. Ne? Also basierend auf den Märkten, wo sie verkauft werden, basierend auf den Nahrungsmitteln, die vor Ort überhaupt verfügbar sind, werden Rezepte entsprechend generiert. Das hat eine ganze Menge mit Smart Cooking zu tun. Wir sollten nie vergessen, dass roundabout zwischen 30% und 40% all unserer Lebensmittel, die auf dem Teller sind, weggeschmissen werden. Das heißt, die sind durch die komplette Wertschöpfungskette schon gegangen. Global angebaut worden, von X nach Y geschickt worden. Die haben natürlich auch ihre sämtlichen Antibiotika und Pestizide etc. pp., um mal das gewinnoptimierte Modell hier aufzumachen. Und die werden dann weggeschmissen. Umso wichtiger ist es ganz einfach, was Nils gesagt hat, wenn wir die Möglichkeit haben, einfach nicht nur Big Data zu denken, weil das ist Denken von vor 15 Jahren, die EBM-Werbespots mit dem blauen Rahmen drumherum, die rauf und runter liefen, ja, sondern wenn wir Smart Data denken, wenn wir wissen, was haben wir vor Ort und was können wir damit machen. Und wir sind genau an dieser Schwelle, die Nils beschrieben hat. Wir sind an dieser Schwelle, wo wir aus diesen Daten, die zur Verfügung stehen, genau für uns das Optimale machen können. Und da wird die digitale Transformation sehr, sehr nachhaltig. Und zu Ilse Aigner möchte ich eins sagen. Ich weiß nicht, ob man Sachen immer Verbote nennen muss. Die deutsche Automobilindustrie würde zum Beispiel nicht auf E-Mobilität setzen, wenn nicht diverse globale Märkte in den nächsten 10 Jahren komplett wegbrechen würden. Ja, und das liegt vor allen Dingen an Verboten. Jetzt kann man sagen, Mercedes hat auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin elektrische Pritschenwagen verkauft für die Feuerwehr. Also ist ja nichts Neues. Aber Tatsache ist, Limitierungen in meinen Augen schaffen innovative Prozesse. Ich möchte mal ein kleines Beispiel geben. Wir reden viel über Payment-Systeme und Payment-Systeme sind für mich für viele Industrien eigentlich so der 10-Sekunden-Kleber zwischen innovativen Prozessen. Als ich zum ersten Mal auf einem Barcamp einen Talk über Mobile Payment gehalten habe, habe ich M-Pesa vorgestellt aus Afrika.
Ja, das wurde 2007, 2008 dort implementiert. Da haben wir Touch-to-Pay-Geschichten oder Apple Pay oder whatever. Das war Science Fiction gewesen in der westlichen Welt. Das kam aus einer Community zum Teil, wo das kleinste Mobile Device die SIM-Karte war und wo dann in die Dörfer Wagen fuhren, wo man sich Smartphones oder Phones ausleihen konnte und wo dann der Ziegenhirte vor Ort zum Beispiel eine Ziege verkauft und da über Prepaid-Karten Gesprächsminuten bekommen hat als Payment. Und das sind Limitierungen. Und ich glaube, wir sollten ganz klar das sehen, dass wenn ich Märkte einschränke, dass das auch wieder genau Innovationsschübe geben kann. Das beste Beispiel dafür ist neben Militär und neben der NASA ganz klar, und wir haben auch gerade schon mit Julia gesprochen, ist ganz klar die Formel 1. Wenn du Anfang der Saison mit einem Auto in der Formel 1 startest, die wirklich ganz restriktive Regeln hat, und du entwickelst das Auto nicht weiter innerhalb dieser Regeln, bist du am Ende der Saison, wenn du vorher 2 Sekunden Vorsprung hattest, Ende der Saison bist du der Letzte. Auch diese Limitierungen, die ein Regelwerk bieten, schaffen für Ingenieure und für Ingenieurinnen neue Innovationsschübe. Und last but not least, heute ist, glaube ich, ein ganz besonderer Tag, nicht nur in Deutschland, wo viele 100.000, wenn nicht sogar Millionen Menschen auf die Straße gehen und gegen die Klimakrise demonstrieren. Ja, wir brauchen viele Aktivisten. Das heißt nicht, dass ich jedem Aktivisten hinterherlaufen muss und in dieser schwarz-weiß und binären Blase mich hineingeben muss. Aber Tatsache ist, dass was die Kernzielgruppe der Zukunft, und das sind diejenigen, die in den letzten 3, 4 Jahren jeden Freitag auf die Straße gehen, die Kernzielgruppe der Zukunft in den letzten paar Jahren geschaffen hat, das ist unvergleichbar. Und wenn du meinst, dass du dich ja der nachhaltigen und der digitalen Transformation entziehen kannst, dann wirst du in 10, 15 Jahren nicht nur deine Kernzielgruppe verloren haben, denn die wird dir sagen, wie, dein Produkt ist nicht nachhaltig. Nee, dann ist es nichts für dich. Auf der anderen Seite werden die Regulatoren das Wasser abdrehen, weil du jetzt einfach gewisse Märkte nicht mehr bespielen kannst, wenn du global denkst. Wir brauchen weniger Schwarz-Weiß-Denken. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Positivismus in Bezug auf diese Transformation. Und wir brauchen viel mehr von dem, was Nils und Florian gerade, beide, die auch noch nebeneinander sitzen, kommuniziert haben. Weil zwischen der nachhaltigen und der digitalen Transformation gibt es so ganz wunderbare Brücken und beide werden sich gegenseitig befruchten und beide werden zeigen, dass wir das hinbekommen. Sorry, ich habe immer so schlimme Monologe drauf, aber während ihr alle erzählt, fallen mir so viele Sachen ein. Ich versuche jetzt mal, ich würde es jetzt mal, es geht ein bisschen um Ernährung und Nachhaltigkeit, vielleicht schaffe ich die Flughöhe von der NASA wieder runterzubringen. Also wir haben hier mit der Politik gestritten zum Thema Tierwohlleben. Die Politik hat es weder bundesweit noch EU-weit auf die Reihe gekriegt. Das kann man vermutmaßen, warum, aber letztendlich hat sie dann den Markt gefordert. Den Markt hat sie überhaupt nicht interessiert. Ich mal zu einer Bundesministerin, die für Agrar zuständig ist, gesagt, wissen Sie was, die Bundesregierung hat nach Fukushima den Atomausstieg beschlossen. Er hat keinen einzigen von uns gefragt. Und wir zahlen übrigens den Atomausstieg, jeder von uns mit seiner Stromrechnung. Warum drohen Sie uns eigentlich mit einer Tierwohlabgabe? Machen Sie es doch einfach. Der Markt wird das regeln und wir werden das regeln, genauso wie wir mit unserem Strompreis diesen Atomausstieg finanzieren. Ob ich den gut finde persönlich oder nicht, hat mich Frau Merkel nach Fukushima nicht gefragt. Aber letztendlich der Schritt und den Mut zu haben, das regulatorisch in die richtige Richtung, und da bin ich völlig bei dir, am Ende wird sich der Markt danach richten, die Produktionsketten werden sich danach richten. Aber sich hinzustellen, und darum auch meine leichte Kritik an Frau Aigner, sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber die Politik kann nicht alles leisten. Ja, die Politik muss halt auch mal Dinge machen, die ein bisschen wehtun. Das wird nicht helfen. Wir werden diese großen Probleme nicht lösen, wenn es nicht wehtut. Da bin ich fest davon überzeugt. Auch übrigens nach Bundestagswahlkämpfen. Ja.
Muss ein bisschen wehtun, glaube ich. Der Martin, glaube ich, hat schon mehrfach irgendwie signalisiert, dass du noch was dazu sagen wolltest, oder? Ich habe aufmerksam zugehört. Also ich glaube, ein bisschen wehtun muss es. Verbieten ist immer schwierig. Es gibt ja einige Initiativen, CO2-Steuer, Lieferkettengesetz, die wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass regional Vorteile bekommt. Komplett verbieten. Ich meine, wir haben es gerade erlebt, was passiert, wenn die Currywurst vom Menü verschwindet bei VW. Na, dann kommt sogar Gerd Schröder nochmal aus seinem Versteck und kritisiert das. Und da merkt man, beim Essen hört der Spaß halt auf. Na, ich bin persönlich auch ein militanter quasi Fanatiker, indem ich mein Umfeld versuche, von gesunder, nachhaltiger Ernährung zu überzeugen. Das klappt nicht immer positiv. Ich glaube, die Menschen, also ich bin ein großer Freund davon, dass der Konsument natürlich viel bewegen kann. Und wir müssen dran denken, wir müssen natürlich auch allen Konsumenten weiter auch Lebensmittel anbieten, die sie sich leisten können. Weil natürlich viele Menschen auch diesen Anteil im Warenkorb ist für sie sehr, sehr wichtig. Da helfen sicher die Discounter. Aber wenn wir jetzt sagen, es muss alles, jetzt beim Fleischbeispiel zu bleiben, Stufe 3, Stufe 4 sein, und Menschen können sich nicht mehr leisten, dann wird es natürlich auch schwierig. Und das geht in allen Bereichen. Aber ja, ich glaube, der Mix ist richtig von ein bisschen Natschen, ein bisschen Schmerzen, aber dann gleichzeitig den Markt dann laufen lassen. Da bin ich so ein bisschen zwischen den Welten. Bei dir ist es ja auch in der Systemgastronomie ja auch eine Frage, ne, zwischen den Welten. Wie beurteilst du sozusagen diese Geschichte, was du gesagt hast? Ja, also das wollte ich auch gerade sagen, zwecks verboten. Also wir sind da nicht unbedingt dafür, sondern eher, wir setzen auf den mündigen Verbraucher, wollen natürlich aufklären, hören darauf, was unsere Gäste wollen. Und wir wollen aber auch, dass es gefragt wird. Und ich war beim Ministerium, als es darum ging, jetzt Tierwohlabgabe und wie viel kann sich jeder leisten. Und es waren der Einzelhandel war da, also Lebensmitteleinzelhandel, die Gastronomie und die Systemgastronomie. Und wir müssen natürlich auch immer gucken, was wir für einen Kundenstamm haben, was wir für Gäste ansprechen. Und natürlich zahlt der Käfergast ein bisschen mehr für sein Fleisch als natürlich die Jugendlichen, die bei uns einkaufen. Und das ist schon eine Preissensibilität. Da geht es auch gar nicht darum, ich möchte das nicht, sondern ich kann es mir so nicht leisten. Da müssen wir gucken, dass wir natürlich schon alle mitnehmen. Und da war ich auch froh, dass wir dabei waren, weil wir wurden auch gefragt, wie ist das und kann man sich das leisten? Und dementsprechend wurde das ja nicht komplett dann runtergebrochen. Und dann frage ich mich auch, weil Sie sagen, dass der Markt sich regelt, was passiert mit dem übrig gebliebenen Biofleisch? Samstagabend. Wenn die Leute nur 1 und 2 kaufen, was passiert damit? Also wir fangen, also wer günstig Biohack kaufen will, mit guter Qualität, kommt am Samstag um 19 Uhr in den Aldi-Markt. Wir kleben da halt ab 18 Uhr 30%, 40% Preisreduktionsaufkleber drauf. Ja, dann ist es weg. Also sind ja wir noch, sage ich mal, relativ bei dem Thema Reste ganz gut dabei, weil wir halt ein relativ überschaubares Sortiment haben. Also ein Rewe, so ein Edeka hat Faktor 20 an Artikeln mindestens. Es sind andere Mengen, aber es ist so. Und es ist natürlich auch eine Abwägung, ja, wie viel kaufst du ein? Weil wenn der Kunde um 16 Uhr kommt und er hat nichts mehr, das ist auch doof. Also es ist immer, Klage ist das Lied des Kaufmanns, aber es ist ein Problem. Aber wir müssen es den Leuten verkaufen. Ich bleibe dabei. Wir müssen ihnen erzählen, dass sie für wenig mehr, das ist der Vorteil bei Aldi, für wenig mehr Geld eine höhere Qualität. Und dann sollten wir aber in den Schulen schon anfangen, über Ernährung, Nachhaltigkeit und so weiter zu unterrichten und ein besseres Bewusstsein dafür zu schaffen. Und dann auch nicht, also dieses Verteufeln, Fastfood ist schlecht. Also wir unterscheiden eigentlich nicht zwischen gesunden und ungesunden Lebensmitteln, weil von einem Apfel kann man eigentlich auch sterben, wenn man komplett sein ganzes Leben nur Äpfel isst. Und normalerweise ist ein Apfel ja gesund. Also am Ende ist es die gesunde Mischung. Auf die individuellen Bedürfnisse und natürlich auch mal was man nebenher noch macht, um das Ganze auszugleichen. Ich meine, wie steht es denn hier dem Foodsharing gegenüber? Also ich meine, juristisch, das ist die eine Diskussion, ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, Essen ist übrig, viele Unternehmen sind dazu verpflichtet oder alle Unternehmen sind verpflichtet, eigentlich das wegzuwerfen. Ja? Dabei ist das Essen noch gut.
vielleicht gar nicht beschädigt oder noch nicht berührt. Trotzdem sieht es der Gesetzgeber vor. Aber es gibt ja doch viele Initiativen, die sagen, ich vertreibe es über eine App, ich hole einfach ab. Ich packe es in meinen Kofferraum und nehme es mit nach Hause. Wie steht es mir dagegen? Ja, also da haben wir tatsächlich auch eine App und das ist jetzt im vorletzten Jahr der Gewinner des Systemgastronomiepreises. Also irgendwie sind wir doch innovativ, was das betrifft. Too Good To Go. Das ist eine App. Also du kennst sie. Ich wollte gerade sagen, genau. Nicht, dass du von euch also das Essen ist natürlich top. Also man verkauft oder man vertreibt ja natürlich nicht Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden dürfen. Man weiß einfach ein paar Stunden vorher, zum Beispiel in seiner Lieblingsfiliale, was ist noch übrig zum halben Preis oder noch weniger und kann dementsprechend, es wird sehr viel von Schülern, Studenten genutzt, abends jetzt nach der Vorlesung oder nach Feierabend gehe ich und hole ich mir noch meinen, was auch immer, Brötchen, Burger. Nordsee zum Beispiel arbeitet sehr eng mit Too Good To Go zusammen. Und dementsprechend wird sich das jetzt auch noch mehr auf die Branche verteilen. Und genau, also das ist halt einfach, da hat die Branche selbst erkannt, also jetzt ohne Vorgaben, dass sie was machen müssen. Und ja, wie gesagt, innovative Leute mit guten Ideen für die Zukunft. Also die App würde ich auf jeden Fall gerne nochmal wiederholen. Also die finde ich wirklich super, Too Good To Go. Und die zweite App, die ich auch jedem empfehle, ist Share a Meal. Jedes Mal, wenn ich allein irgendwo bin und esse, dann lade ich mir sozusagen einen Gast mit ein. Auch eine gute Geschichte, du zahlst irgendjemand beim Essen sozusagen. Eine ganz tolle Geschichte. Also die zwei Apps würde ich jetzt grundsätzlich mal empfehlen. Wir arbeiten mit hyperlokal, möchte ich sagen, mit Tafeln zusammen. Also im Endeffekt schmeißen wir nichts weg, was wirklich nicht mehr verzehrt. Wir schmeißen nur weg, was nicht mehr verzehrbar ist, definitiv. Und alles andere geht wirklich hyperlokal. Das sind 1:1 Beziehungen von Tafeln zum einzelnen Aldi-Markt um die Ecke. Wir holen das ab, das ist auch gern gesehen und von daher ist unsere Wegschmeißrate wirklich relativ gering. Toll. Und das ist ja auch euer Ansatz sozusagen mit den vernetzten Hausgeräten, dass man eben mehr aus dem macht, was man zu Hause hat, bevor man es wegschmeißt, nochmal kurz durch die Engine laufen lassen und der erzählt dir dann, was du zu kochen hast. Genau, das ist die Idee. Und das kann man aber die Idee ist jetzt da, aber wann wird sie dann, sag ich mal, wann kann man sie leben? In der vollen Pracht sozusagen, das wird noch ein bisschen dauern, ich sage mal 1-2 Jahre wahrscheinlich, aber es gibt erste Bausteine, haben wir schon. Also das Thema Milcherkennung und auch noch ein paar andere Kunden, ne? Also da sind wir schon. Wir haben aber noch nicht die gesamte Komplexität unter Kontrolle, muss man auch fairerweise sagen. Das ist halt nicht so, ist nicht ganz banal. Und wir sehen halt auch, dass viele Dinge sehr, sehr lange dauern, auch weil wir in der Hardware bestimmte Restriktionen haben, also in den Geräten. Das heißt, wir haben, um auch mal ein Gefühl zu geben, Autoindustrie wurde vorhin angesprochen, wir haben auch vor 8 oder 9 Jahren die Entscheidung getroffen in der BSH, alle Geräte sollen vernetzbar sein, alles, was neu entwickelt wird. Und ich habe es vorhin gesagt, wir sind jetzt eigentlich erst an dem Punkt, wo das anfängt zu skalieren, weil wir halt auch Produktlebenszyklen haben, die lang sind und auch lange Entwicklungsprozesse. Und das ist natürlich, ja, da sind wir in einem Geflecht wie jedes traditionelle Unternehmen. Wie kann man diese Prozesse beschleunigen? In der Hardware der Geräte kann man halt nicht alles von heute auf morgen ändern. Und das lässt sich auch noch weiter spinnen. Wir denken natürlich auch darüber nach, was kann ich mit den Geräten selber machen? Wie kann ich da das Thema Nachhaltigkeit, Cradle to Cradle sozusagen, wie kann ich das besser spielen, dass ich eben auch die Geräte hinterher nicht einfach auf den Schrott werfe, sondern dass ich da recyceln kann. Wir haben auch erste Piloten laufen, dass man eben Geräte auf Monatsbasis mieten kann beispielsweise und dann eben nicht die Geräte einfach wegwirft, sondern die werden danach dann eben zurückgenommen, nochmal aufbereitet und dann werden an weitere Kunden weitergegeben. Also das kann man in verschiedenen Dimensionen spielen. Das Thema Essen ja, aber das ist noch ein bisschen weiter. Wir werden den Kunden nicht dazu bewegen, dass er sein Abendessen verschiebt, weil der Strom von der Photovoltaikanlage gerade nicht entsprechend da ist. Das wird nicht passieren, muss man auch realistisch sein. Beim Spülen oder beim Waschen ist das denkbar. Also das kann man verschieben. Da tut man sich keinen Zwang an, wenn man das jetzt irgendwie in der Nacht macht, wenn es jetzt nicht zu laut ist. Aber bestimmte Dinge, wie gesagt, Abendessen verschieben ist schwer vorstellbar, weil gerade der Strom nicht so da ist oder teuer ist. Das wird wahrscheinlich nur in wenigen Fällen funktionieren. Sonst kommen sie zu uns. Grundsätzlich aber auch die Frage Kühlen, Heizen ist ja auch ein riesen Energieverbraucher sozusagen. Gerade Herde und Kühlschränke. Gibt es da irgendwo einen Weg, wo man noch viel feintunen kann, wo man noch viel verbessern kann? Oder sagst du, da sind wir eigentlich am Ende der Fahnenstange? Ich glaube, Ende der Fahnenstange wird man wahrscheinlich nie erreichen. Man sieht aber natürlich, dass die Sprünge kleiner oder die Schritte werden einfach kleiner. Also da ist über die letzten 10, 15 Jahre schon sehr, sehr viel passiert.
Und jetzt wird halt jeder Schritt, den man noch zusätzlich macht, wird halt deutlich aufwendiger nochmal. Aber das wird weitergehen. Wo das endet, weiß man nicht. Und wir gehen aber auch davon aus, dass da weitere Innovationen gibt, die nochmal irgendwo einen Sprung dann ermöglichen. Weil der Sascha gerade fertig getrunken hat. Deswegen frage ich dich jetzt einmal. Wir sprechen ja immer sehr natürlich für unsere Lokalität sozusagen. Wie ist denn der Unterschied? Du bist ja viel unterwegs, okay, in letzter Zeit nicht so viel, aber wie ist es denn in Taiwan, wie ist es denn in Asien insgesamt bezüglich Nachhaltigkeit in der Ernährung? Ist das ein Thema dort vor Ort oder leben die Leute, weil sie ja doch sehr stark eher ländlich leben, glaube ich, sowieso schon sehr nachhaltig? Das mit dem Unterwegs ist übrigens gerade so ein Problem. Ich bin jetzt seit über 12 Jahren in Taiwan und bin zum allerersten Mal länger als 6 Wochen hier. Und das jetzt seit 18 Monaten. Ne? Das war mein Leben zuvor. Also hin und her. Und das ändert natürlich auch Perspektiven, auch in Bezug darauf, welche Reise überhaupt noch nötig ist. Und was können wir nicht genau über so ein Format, wie du es mit der DigiWiesen anbietest, nicht eigentlich auch remote veranstalten. Wenn du die Entwicklung von Taiwan in den letzten, ich sage mal 40 Jahren dir anschaust, oder sagen wir mal 50 Jahre, das macht es noch ein bisschen signifikanter, dann erleben wir eigentlich hier so eine vom Reisfeld in die S-Klasse Entwicklung innerhalb von einem halben Jahrhundert. Ne? Wir sind von einem klassischen Agricultural State in einer Hightech eine Hightech-Landschaft uns hineinentwickelt. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie dann Ende der 70er Jahre hier staatliche Fonds aufgelegt wurden, die die Halbleiterindustrie hier gefördert haben. Und mittlerweile ihr streamt, ihr chattet, ihr nutzt all das, was ihr nutzt, was in irgendeiner Art und Weise mit dem Internet verbunden ist. Geht mal davon aus, dass zwischen 40% und 60% der Komponenten aus Taiwan kommen. Und Taiwan hat gerade mal 22 Millionen Einwohner. Ja, das ist also ein kleines Inselchen. Du kannst, also hier brauchst du keinen Verbrenner. Ja, also du kannst hier alles erreichen mit einem Elektroauto und da musst du auch keine 100 Kilowattstunden Batterie reinpacken. Auch das ist ja eine Form von Nachhaltigkeit durchaus. Das große Problem ist, wenn du in so evolutionären Entwicklungsschritten unterwegs bist, dann wollen Menschen natürlich auch rein konsumtechnisch genau das haben, was sie aus dem Fernsehen kennen. Und das, was sie aus dem Fernsehen kennen, ist die westliche Welt. Ja, und was wir haben. Übrigens ist es ganz lustig, wenn wir nach Asien kommen, mittlerweile, nachdem ich so lange hier lebe, ist es natürlich anders. Aber wenn wir nach Asien kommen, denken wir andauernd, dass alle Menschen gleich aussehen. Ja? Die haben das genauso mit uns. Ja, die denken, wir sehen alle aus wie Hollywood-Stars, was natürlich in einer gewissen Art und Weise durchaus auch schmeicheln kann. Ne? Aber so vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal hier hingekommen bin und du läufst dann über eine Straße, übrigens vor 20 Jahren waren die auch alle noch einen halben Kopf kleiner. Auch das ist ein evolutionärer Entwicklungsschritt, der mit Ernährung zu tun hat und wie schnell das geht. Dann gucken die dich auf der Straße an und waren dann hinter der Hand so am Lachen gewesen. Also auch das hat sich fundamental verändert. Tatsache ist, es wird konsumiert hier. Sie möchten das haben, was in der westlichen Welt genauso ist. Und Taiwan ist ja kein Entwicklungsland, sondern ein Hightech-Land in jeglicher Form. Und das bringt uns an Punkte, in denen wir hier ein Problem haben. Wir sind auf einer Insel. Das bedeutet, die Art und Weise, wie wir mit unseren Abfällen hier umgehen, die können wir einfach nicht ins Meer schmeißen. Ja, wir haben so und so viel Landfill und Deponien, die wir ausbauen können. Und dann ist irgendwann mal gut, weil, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr begrenzter Raum, den wir hier haben. Taiwan hat es geschafft, innerhalb der letzten 15 Jahre das Müllaufkommen um 2/3 zu reduzieren.
Das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie Recycling hier neu gedacht wurde. Wir haben hier, also ich lebe in so einer Wohneinheit, du gehst hier unten in einen Recyclingkeller rein und wir trennen in so etwa 14, 15 verschiedene Behälter. Dafür sind Festangestellte, diese Wohneinheit, ich glaube, wir haben hier 100 Parteien in etwa drin. Da gibt es 2 Festangestellte, die kümmern sich den ganzen Tag nur darum. Das geht dann zum Werkstoffhof und so weiter. Dann werden Sachen wieder weiterverkauft. Du siehst nach wie vor hier 3 Räder, die aus Holz rumlaufen, wo daneben an der Ampel der Lamborghini steht, ja, die hinten drauf die Pappe gelagert haben. Und das entsprechend in die Recycling. Also da siehst du auch die, wie gesagt, die Extreme, die es hier gibt, zum Teil in der Gesellschaft. Jegliche Form von transformativen Prozessen fordert ein Umdenken. Die taiwanische Gesellschaft hat das in etwa so vor 10 Jahren erlebt. Da kamen also Green Party Ideen kamen stärker hinaus oder wurden stärker in den Fokus gepackt. Es gibt eine tolle Documentary, die nennt sich Taiwan from Above, wo gezeigt wurde, wie auch Raubbau hier betrieben wird. Das ist ja alt anders hier. Ne? Zum Beispiel bei uns, eins der größten Probleme sind Schrimpfarmen. Ja, weil man isst hier gerne Shrimps. Und Schrimpfarmen werden dem Land eigentlich weggenommen. Da machst du Bassins hin, da haust du Salzwasser rein, da knallst du viele, viele Shrimps rein. Und das ganze Grundwasser, der Boden und so weiter, ist mehr oder weniger durch Exkremente und das Salzwasser verseucht. Das haben wir über das gesamte Land. Wie man hier Ressourcen abbaut, etc. pp. Übrigens, ich habe hier die tolle Chance gehabt, vor 8 Jahren mal Kraftwerk zu sehen in einem Live-Konzert hier vor Ort in Taipei. Und das war eine von ihren Tours gewesen, No Nukes or No Atomic Energy in Taiwan. Auch diesen Schritt machen wir. ENBW ist zum Beispiel hier ein großer Investor in Offshore-Windanlagen. Wir erleben hier gerade etwas, was Deutschland aufgrund dessen, dass man die Industrialisierung erlebt hat. Industrialisierung gab es ja de facto nicht. Deswegen sagte ich vom Reisfeld in die S-Klasse, weil man ist vom Reisfeld in die Halbleiterindustrie gesprungen. Was ihr erlebt habt über 120 Jahre, das erleben wir in einem sehr komprimierten Zeitraum. Das heißt, jetzt auf einmal wird das Bewusstsein ein anderes. Was konsumieren wir? Wie gehen wir damit um? Und wie sehen wir das vor allen Dingen in Bezug auf unsere Industrie? Denn die Halbleiterindustrie, und da gebe ich euch mal eine Idee davon, die Smartphone-Industrie weltweit hat einen CO2-Footprint, der ist größer als die Philippinen mit knapp 200 Millionen Einwohnern. Dass wir uns neue Smartphones jedes Jahr kaufen, dass die im Netz sind, dass wir irgendwelche Videos hin und her schicken, etc. pp. Und das Rückgrat der taiwanischen Wirtschaft basiert darauf. Wir haben hier in den letzten 8 Monaten die schlimmste Dürreperiode in den letzten 60 Jahren gehabt. Das hat eine riesen Auswirkung auf die Chipproduktion. Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch daran erinnern, dass selbst unser Bundeswirtschschaftsminister auf einmal einen Brief nach Taiwan geschickt hat. Wir möchten auch bitte die Chipindustrie für die deutsche Automobilindustrie wieder ein wenig ankurbeln. Wenn du kein Wasser hast, wird es sehr, sehr schwierig, Weffers und Silizium etc. Weiter zu produzieren. Wir erleben das hier Tag für Tag, welche Auswirkungen Klimawandel hat. Vor 10 Jahren hätte ich jetzt um diese Uhrzeit, draußen ist es dunkel, ich habe hier 2 große Scheinwerfer, die mich ausleuchten vor mir, hätte ich das Fenster aufgemacht. Ohne Fliegengitter davor, dann hätte ich ausgesehen wie nach einer kompletten Maserndurchseuchung innerhalb von 5 Minuten. Mittlerweile kann ich hier das Fenster aufmachen und es passiert nahezu überhaupt nichts mehr. Das heißt, ich habe in den letzten 10 Jahren erlebt, und ich lebe direkt am Dschungel hier mehr oder weniger, wie Insektensterben hier stattgefunden hat. Ich erlebe Dürreperioden. Ich erlebe, wie wir in diesem September 2 Grad über unserem Average waren, normalerweise. Und glaubt es mir, heute waren 37 Grad gewesen, aber 55% Luftfeuchtigkeit, da ziehe ich eine Jacke im Vergleich an zu anderen Septembern. Ne? Also wenn ich nach Deutschland komme und ihr habt Hochsommer, dann denke ich jedes Mal, worüber stöhnt ihr?
Ich sehe, wie die Veränderung stattfindet, das erleben Menschen in Taiwan auf einmal auch hier. Und sie wissen aber auch genau, welche wirtschaftlichen Abhängigkeiten wir haben. Und hier müssen wir, und das war sehr, sehr wichtig gewesen, was wir auch bei Ilse Aigner hatten, wir müssen natürlich eine gewisse Art und Weise einen Mittelweg finden. Ja, zwischen dem, was haben wir, um unseren wirtschaftlichen Standard aufrechtzuerhalten, und was müssen wir haben, damit wir in Zukunft auch nur noch ansatzweise selbigen gewährleisten können. Und da möchte ich jedem recht geben, der sagt, es geht einfach auch nicht ganz ohne Einschnitte in unser Leben. Das heißt aber nicht, dass wir auf alles verzichten können, weil wir haben ganz, ganz tolle Initiativen und ganz, ganz tolle Möglichkeiten, Lieferketten zu optimieren, effizienter zu werden, besser zu werden und mit all den Ingenieurinnen und Ingenieuren und den Gründerinnen, die es in Deutschland gibt, genau das zu schaffen. Und übrigens auch das, und das noch last but not least, ihr glaubt gar nicht, was Deutschland für einen Impact auf dieses kleine Land Taiwan hat, was in Bezug der Entwicklung des Hightech-Standorts in meinen Augen Deutschland 2 Dekaden voraus ist. Wenn du hier was nicht verkaufen kannst, dann haust du Made in Germany drauf. Das ist relativ einfach. Das ist das Standing, was Deutschland in Taiwan hat. Ich sehe hier im Werbefernsehen graumelierte Männer, die eine Zahnpasta anbieten, von der ich noch nie gehört habe, die ich selber vom Namen her nicht kenne und die dann ganz zum Schluss aus Deutsch rausgehen, vertrauen Sie auf meinem Namen. Dann wird diese Zahnpasta hier gekauft. Und du kannst für dein Smartphone Hüllen kaufen, die sind in Blisterverpackung in the world. Und jetzt können wir mal alle in der gesamten Runde zusammen beten, dass die Käuferinnen und Käufer dieses Reisepasses nicht mal in Deutschland eine Fahrt im Zug von München nach Berlin machen, weil dann haben wir ein Problem und das Marketinginstrument ist kaputt. Danke dir, Sascha. Ich möchte gerne den Martin noch mal was fragen zum Schluss. Ich glaube, du hast auch die Hand gehoben oder ich habe das jetzt erkannt. Jetzt bekommen zum Ende hin, deswegen würde ich ganz gerne wissen, was wäre denn deine Vision sozusagen oder was ist deine oder eure auch als Organigaden-Vision? Ernährung 2.0, 4.0, keine Ahnung, wo man... Ja, unsere Vision ist ganz klar regional, clean, nachhaltig produziert und auf dem kürzesten Weg auf den Teller des Verbrauchers. Dann, glaube ich, haben wir schon sehr, sehr viel getan für uns, für den Planeten. Und damit eigentlich woran wir alle, glaube ich, glauben, dass wir das ändern müssen, um nachhaltig mit umzugehen, das würde sich damit lösen. Also nachhaltig, clean, transparent, fair und regional. Daran glauben wir mit einem sehr gesunden Anteil und trotzdem, ganz, ganz wichtig, habe ich vorhin schon gesagt, der Geschmack zählt natürlich stärker als je zuvor, weil einfach nur gesund, das funktioniert nicht mehr. Es muss auch gut schmecken. Aber dafür haben wir Holger mit an Bord, um sicher zu sein, dass es auch dann perfekt schmeckt. Wir haben ja eine kleine Veranstaltung bei euch ja vor ein paar Wochen gemacht. Hochinteressant, wie Organic Garden funktioniert. Wer da ein bisschen mehr wissen will, braucht bloß auf unseren YouTube-Kanal gehen. Dort ist auch das ganze Interview aufgezeichnet. Echt sehr, sehr spannend, wie man regional Farming betreiben kann. Jetzt geht es in Richtung Aldi sozusagen. Was ist eure Vision sozusagen? Wo geht es hin? Ich glaube, wir alle müssen dieses Ressourcenreduzierung als Teil unserer Operating Models integrieren, mit einem neuen Fokus auf die Betriebswirtschaftlichkeit. Wenn wir das als Unternehmer verstehen, im Großen und im Kleinen, werden wir einen Impact erzeugen, der weit größer ist als viele grunde blinkende grüne Kampagnen. Davon bin ich überzeugt. Und der betriebswirtschaftliche Ansatz hinter der Fragestellung Ressourcenreduktion, ja, nenn's Lean oder nenn's das Aldi-Prinzip, wie immer. Wenn wir das schaffen, wenn wir das verstehen, dann geht, glaube ich, alles schneller und besser als jede Greenwashing-PR-Kampagne. Wir können alles Freunde bleiben. Da bin ich ziemlich überzeugt. Ja, nee, also kann ich unterstreichen und ich fand auch das, was du, Sascha, vorhin gesagt hast, genau richtig. Also ich komme jetzt aus der Digitalfraktion, aber digital ist ja kein Selbstzweck, sondern das ist nur ein Vehikel, mit dem sich eben die Geschäftsmodelle verändern. Und die Geschäftsmodelle müssen sich halt in eine Richtung verändern, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass man sagt, okay, das ist was auch in den nächsten 20, 30, 50 Jahren noch funktionieren kann und eben nicht darauf ausgerichtet ist, dass man nur die nächsten 12 Monate
besonders gut überleben kann, sozusagen. Spannend. Bitteschön. Ich mache es ganz kurz. Also die Nachhaltigkeit spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Das wird sie auch weiterhin machen. Wir brauchen aber weiterhin die Vielfalt, die Auswahlmöglichkeit, wo wir was essen und wie wir uns ernähren. Nicht vom Staat vorgegeben, sondern dass wir das selbst entscheiden können. Aber natürlich durch Innovation dahingehend arbeiten, dass wir ressourcenschonend arbeiten, dass wir regional einkaufen und die Produkte auf den Tisch bzw. ins Restaurant bringen. Und natürlich die Nachhaltigkeit nicht nur bei den Themen Umwelt, sondern wie ich schon sagte, sich komplett durchzieht und auch Lisa Eigner hat das gesagt, auch in anderen Themen wie Personal, Sozialbewusstsein und so weiter. Carola, was ist dein Resümee von heute? Ich sage gar kein Resümee. Wir sehen uns morgen. Du sagst gar nicht so. Nein. Wir sehen uns morgen bei Ratsch mal weiter. Ja. Auf jeden Fall. Ich fand, es war jetzt eine super Diskussion, echt spannend. Also da kamen jetzt viel mehr Sachen, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass sie auch noch auf den Tisch kommen. Apps, das waren echt super Tipps. Ich bin total begeistert. 2030, ja, ab im Kalender. IoT, da reden wir nochmal. Lecker aus. 20 Jahre Schlauber. Und ansonsten, jetzt sehe ich euch nicht mehr wegen dem Kaiserschmarrn, aber das macht gar nichts. Okay, Sascha, das ist jetzt echt gemein. Das war jetzt super gemeint, aber ist okay, das müsst ihr ertragen, wenn ihr nicht hier vorbeikommt. Ne? Nein, also ich finde auch super, herzlichen Dank, wir freuen uns für diese Runde wieder mal. Also Florian Schulbeck von der Firma Aldi. Ich freue mich danke, dass du dabei warst, Dr. Schmann, Nils Kuschinski von Bosch Siemens Hausgeräte. Andrea, danke, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich glaube, wir haben noch ein Date miteinander, also beschäftigt natürlich. Und Sascha, es war mir wirklich eine ganz, ganz große Ehre, dich in dieser Runde dabei gehabt zu haben. Kleiner Fanboy, habe ich dir ja schon gesagt von dir. Und freue mich immer wieder, wenn wir in dieser Runde dabei sind. Und Martin, wir gehen heute schaffen wir es nicht, heute essen wir Kaiserschmarrn, aber demnächst essen wir wieder einen Holger Stromberg Hotdog sozusagen aus dem Organic Garden Laden, der wirklich sehr gut schmeckt. Nach unserer Veranstaltung waren wir tatsächlich dann auch dort vor Ort und haben den gegessen. Ich war noch ein bisschen skeptisch, aber der schmeckt wirklich. Also vielleicht, man kann ihn auch online bestellen bei Volt. Wenn ihr nicht zum Laden fahren wollt, ihr könnt ihn auch liefern lassen in fast ganz München. Aber ich freue mich auf euer Feedback natürlich. Green Hotdog. Green Hotdog, genau. Perfekt. Ja, super. Ganz herzlichen Dank. War eine tolle Runde, hat mir Spaß gemacht. Ja. Morgen sehen wir Thomas Sattelberger am Nockerberg dann wieder. Ich glaube, das wird schon. Der kriegt schon bald seinen eigenen Bierkrug, oder? Der kriegt seinen Bierkrug, ja. Genau. Da müssen wir dann seine. Ich freue mich. Liebe Grüße. Servus nach Ingolstadt. Servus. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und vielen Dank. Bleibt gesund. Ja, viel Spaß. Lasst euch schmecken. Ciao, ciao. Ich hätte aber gerne noch drin bleiben, wenn ihr Lust habt, uns zuschauen beim Essen. Genau.